So, Freunde, zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Wir sind eigentlich dran fürs Training gegen die Cyborgs oder für die gefahrenvolle Zukunft und so. Und ein Roche will was von uns, aber ganz ehrlich, ich habe noch keinen Bock drauf. Ich will hier also noch ein bisschen Steinschere Papier und so. Wir müssen aber erst einmal dann bei ihm doch. Ja, jetzt mache ich es halt doch. Ich weiß, ich habe es ursprünglich gesagt, soll ich jetzt wirklich und so, aber hey, komm, ich mach's. Super Kamehameha. Wenn wir das bereits gelernt haben, das anzulernen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn, wa? Stufe 2, sehr schön. Genkidama, Stufe 3. Wieso überhaupt? Hä? Ah, okay. Da ist halt die Frage, sollen wir da bereits Stufe... Wobei wir mittlerweile ziemlich viele Z-Kugeln. Ich habe mich eher gefragt, sollen wir hier echt schon Stufe 3 und so lernen, oder... Sparen wir uns noch auf, weil wir sowieso irgendwann nachher mal, ja, Genkidama Echsen, so Super Genkidama Echsen zu haben. Da kommt Kampf gegen den Budan dran. Ich meine, das kommt auch schon bald dran. Werde ich bis dahin noch die Genkidama so oft einsetzen? Ja, das ist halt die Frage. Deswegen hat man gesagt, vielleicht noch abwarten. Die kann man machen, die brauchen nicht so viel. So, dann kommen wir zu dem hier. Den müssen wir jetzt lernen. Ultimative Schere, Stein, Papier. Mit hohem normalen Abwehrbrecherschaden. Wäre schon mal ein guter Move eigentlich. Vor allem, da ich sowieso gerne mal wieder ein paar andere Moves bei Goku einsetzen würde. Ich finde es ein bisschen schade, dass Genkidama halt so ein Ultimate Move ist, sag jetzt mal. Also eigentlich ist ein Ultimate Move, wird ja aber als normaler Superangriff verwendet. Ich bin es halt doch eher noch so aus Budokai-Zeiten und so gewohnt, dass es doch eher halt so ein Ultimate-Angriff ist, nicht so, wie wir es jetzt eigentlich machen. Ne? Also quasi auf einen separaten Slot und so, und jetzt hast du halt 4 Angriffe und einer davon ist halt der schon. Oh, gegen Super Saiyajins. Gut, wir wollen ja stärker werden und trainieren, das heißt, ich käme natürlich... Man weiß nicht, das gleiche Level da. Das darf ein Super Saiyajin werden. Ist eine höhere Stufe, die wir mittlerweile haben. Mein Genkidama! Alter, Verbrecher, Schildschaden und weg. Da ist viel flöten gegangen. Ja, Kangyu! Er ist ausgewichen, ich glaub's nicht! Ja, kein Ki mehr, super. Ja, die rote Aura, die Aura eines Gottes. Alter. Tut schon ein bisschen weh. Sag mal.
So, da bin ich wieder. Ja, wollen wir eigentlich die Items für ein anderes Mal aufheben, aber naja. Kostet nicht mehr so viel Geld. Wir haben ja eigentlich genug Kohle. Nein, 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 nein. Oder doch, 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 doch. Aber weißt du was du kannst, kann ich auch. Hier. Man kann es echt so kontern, krass. Na komm schon, super Konter. Was kommt, ich würde es gerne sehen. So geht das, Kumpel. Ja, so kontern geht echt nicht. Krass. Ja, gut, der Schild ist nur kurz zerstört, von dem her. Naja. So viel zu verfolgt sein Gegner. Hm? Und gefinisht. Damit hätten wir bei Son Goku die jetzt, glaube ich, auch soweit durch. Mal ganz kurz gucken, was er vielleicht sonst noch so hätte. Also ist klar, die Genkidama hätte er noch, Stufe 3, die sparen wir wie gesagt noch auf. Da hätten wir ultimative Schere, Steinpapier noch Stufe 2. Ja, aber bis jetzt gar nicht eingesetzt. Einschlagangriff. Aufeinanderfolgenden Nahkampf. Ja, doch, Einschlag wollte ich eigentlich ja haben als Alternative. Okay, gibt es sowieso erst später. Dann haben wir die Moves noch. Oh, hier haben wir noch was. Super Erholung. Und der harte Schlag. Der ganz harte Schlag natürlich, wohlgemerkt. So. Fürs erste soweit durch bei Goku. Jetzt mal mit den Superangriffen gucken. Also Kamehameha lassen wir. Das ist Stufe 2, das ist Stufe 3. Genkidama auch Stufe 2. Ja, jetzt haben wir es halt doch noch einige Male eingesetzt, aber ja, jetzt ist die Frage, wie oft machen wir das noch? Oh, normalen Abwehrbrecherschaden. Das ist ein hoher Betäubungsschaden, der Körperschlag. Hoher Betäubungsschlag, ja, und hier hätte ich halt beides, war hoher Betäubungs- und Abwehrbrecherschaden, ja komm. Und vielleicht Genkidama doch noch belassen, mal gucken, Superangriffsunterstützung glaubt, da mache ich doch eher noch Dingsbums hier rein. Bogenergiestrahl, das bringt es glaube ich mehr. Genkidama wäre auch eine Option, aber egal. So, schön trainiert. Was geht bei euch so ab? よく来たな、悟空。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。 Ja, eigentlich doch nicht, aber ja, schieß mal los. ようランチ久しぶりだな。どうしたんだ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。あ、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。
そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。 Goku, du beherrschst momentan Teleportation, du spürst ihn doch. 飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。言われてみればそっか。 Ja. へへ、ほら肝心なこと忘れちまってたや。 Muttenrosch-sama. 天津飯天津飯と。 Tenshinhan, Tenshinhan. よし、見つけたぞ。結構ランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？おう、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったから、まだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。 Goku kommt nie zum Trainieren. Ja, dann gehen wir nach Hause, wa? Sollen wir noch mit den Dragon Balls gucken? Viele fehlen. Ja, eigentlich fehlen echt nicht mehr viele, wa? Komm. Wenn ich eh schon unterwegs bin und so wie es aussieht, können wir eh nicht mehr großartig trainieren. Das wird das. Also wir schon, aber so ein Goku, oder? Wenn wir nicht mehr trainieren können. Jetzt ist es ist gerade ein bisschen crazy, was hier ein bisschen abgeht. Aber das ist irgendwie so gedacht, dass halt jeder Storyabschnitt oder eher Episodenabschnitt hier diesem Spiel ungefähr gleich lang oder gleich intensiv sein sollte. Und es war natürlich schon so, dass halt bei Son Goku und Co. bis die Cyborgs eintrafen halt nicht viel passiert ist. Da ja, waren halt die 3 Jahre, dass praktisch nichts war. Das ist halt so. Mann, du Idiot. So. なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ひゃー、きれいな湖だな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。 Sieh es mal an den See an. Oh, da ist noch jemand, da geht's noch nicht hin. 魚がいんなら釣って飯にしてえな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。 Was? Wieso? Hätte einfach total killen müssen. Den Energiestrafvolumen hindurch. Warte, keine Zeit für den Scheiß. Nein, der ist jetzt keine Erholung mehr ein. Und traurigerweise immer noch kein Level Up. Jo, da ist er. Der Dragon Ball. Sehr gut. Weg hier.
Gehen wir ins Olivendorf. Ich oliv dich auch oder so, wie auch immer. Dank der Warnung von Trunks können die Z-Krieger entsprechend trainieren und sich auf die Cyborgs vorbereiten, die in 3 Jahren auftauchen sollen. Ja, jetzt heißen sie noch Z-Krieger. Irgendwie, ja, Dragon Ball Super bezeichnet man sie nicht mehr als Z-Krieger, also logisch ist. Superkrieger wäre auch ein bisschen doof, dann sind sie einfach halt die, ja, die Drachenkrieger. Wegen halt den Dragon Balls, ja gut. Also einfach von Anfang an, oder? Könnte man zumindest meinen. So. Wir haben die Dragon Balls. Die Frage ist, speichern wir uns die Dragon Balls auf? Oder rufe ich Shenlong direkt und wünsche mir was? Was auch interessant finde, ist, ich möchte nochmal gegen gegen Freezer kämpfen, gibt es gar nicht, wa? Da kann ich mir irgendwie total. Ja, da kann ich total vergessen. Eben, vielleicht das doch eine Anspielung auf Dragon Ball Super noch. Wer weiß, wa? So. Also, die Quest weitere, diese für Piccolo. Jetzt frage ich mich halt. Gibt es noch eine. Jetzt da, wo Nappa erschienen ist das vielleicht für Vegeta? Weil. Piccolo war derjenige, der Raditz gekillt hat, deswegen will Raditz ja Piccolo sehen. Und Vegeta war derjenige, der Nappa gekillt hat. Würde das irgendwie Sinn machen, wenn es so wäre? Wenn, wohlgemerkt, wenn. Gut. Meinen sind sie am Leben, jetzt spielt's, jetzt können wir ein anderes Mal wieder aufsuchen und so. Und dann platt machen, logischerweise. Jetzt gucken wir erst mal, was das hier mit Lunch und Tenchi in Hand ist. Das ist nämlich langsam ein bisschen nervig. Ja gut, Son Goku meinte ja, seine Nähe seines Hauses. Ja gut, Nähe. Ja, doch. So, den ganzen Viech nie abhauen. Endlich Level Up. Nein, ich wollte. Das ist einfach nicht, ey. Ja, ja, ja. So. Können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen quatschen? お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっているやつがいてよ。それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。え？そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか？ Er könnte Tenchi dann einfach mal zu ihr bringen, wäre doch viel einfacher. そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか？むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。 Das stimmt, das waren noch schöne Zeiten, ey.
Aua! Die Musik ist cool. Alter, aber echt viel aus. Der will ein richtiges Training haben, wa? Nein! Ich sehe nichts mehr. Das war fies. Dass ich in dem Zustand kontern konnte. Go! Nein! Fuck, der Mist klappt immer wieder! Oh, oh, und das ist ja wohl. Hihoho! Nochmal? Man will doch gerne kontern. Schade. Mist! Ah, da wäre es schön gewesen. Sag mal. Komm schon, ich will's. Er will's offenbar nicht. Ne, da war er sich vorbereitet. Und es dauert einfach zu lange, bis ich so weit bin. Ja, und der Stelle ist auch viel zu schnell, da kannst du keine Chance. So, jetzt aber. Er lebt noch ernsthaft.さすがだな。おめえも腕上げたな。まだまだだ。が、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。ケンさんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ？そういや言ってなかったな。Den wichtigsten Teil. Und den erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.